Ja, servus. Grüß euch. Heute möchte ich mit euch reden über die Tabakindustrie. Weil die Tabakindustrie, die hat die Leute an der Nase rumgeführt, die Leute verarscht, kann man sagen, und die Wahrheit verheimlicht und die Unwahrheit gefördert und Leute bestochen und wissenschaftliche Sachen gefälscht. Das ist unglaublich. Die haben nur damit sie mit ihrem Produkt, dem Nikotin und die Zigaretten, Geld machen können, wo die Leute, die danach süchtig sind, gelogen und beschissen, jahrzehntelang, wo es noch gerade gegangen ist. Und das ist unglaublich, wenn man sich das alles anhört, was die drin haben. Und das will ich euch heute verzeihen. Zum Beispiel 1982, da war der Karl Uberler Präsident vom Deutschen Gesundheitsamt. Und der hat 1,6 Millionen D-Mark gekriegt damals, damit er die Studien veröffentlicht, die Tabakindustrie veröffentlicht haben wollte, und die teilt und nicht andere. Und auch von namhaften Wissenschaftlern aus der damaligen Zeit weiß man, dass zum Teil zigtausende von D-Mark gekriegt haben und da bestochen worden sind. Ja, aber dann ist Gott sei Dank, nicht bei uns, aber in Amerika 1994 was passiert, das hat die Welt für die Tabakindustrie verändert. Der Stanton Glantz hat zunächst anonym, weil der hat sich seinen Namen nicht sagen trauen, damit ihm nichts passiert, interne Dokumente von den Tabakkonzernen preisgeben. Die hat er praktisch rausgerückt an die Öffentlichkeit, und in Amerika, die Gerichte sind der Sache dann nachgegangen und so sind die ganzen Skandale aufgedeckt worden. Es ist rausgekommen, dass vor Gericht gelogen haben, dass behauptet haben, Raucher macht nicht süchtig, obwohl es selber Studien geführt haben, wo man genau gesehen hat, dass sie schon wissen, dass es nicht so ist, dass sie halt vor Gericht absichtlich gelogen haben. Viele so Sachen haben sie da drin, alles halt, um ein Produkt, die Zigaretten und das Nikotin auf dem Markt zu halten. Ja, die haben sogar absichtlich eigene Studien gemacht, Gegenstudien zu den wirklichen Studien von den unabhängigen Wissenschaftlern, um eben so viel Durcheinander und so viel Zweifel zum Schaffen, dass man sich am Schluss nicht mehr auskennt und dass keiner mehr weiß, was er wirklich glauben soll. Es ist dadurch herausgekommen, dass viele Wissenschaftler in Amerika bestochen worden sind, zum Teil mit Hunderttausende von Dollar, und dass Hunderte von gefälschten Studien gegeben hat, allein in Amerika. Ja, diese Enthüllungen haben dazu geführt, dass man weltweit die ganze Tabakindustrie und die Raucherei komplett anders gesehen hat. Und man hat damit angefangen, dass man eben die Leute vor dem Tabak schützt. Man hat dann endlich erkannt, wie schädlich das Passivrauchen zum Beispiel auch ist und dass man die Nichtraucher besonders schützen muss. Und es sind viele Sachen eingeführt worden, wie zum Beispiel das Rauchverbot im Flugzeug, in öffentliche Häuser, in der Gastronomie. Das hat es dann so 2000 rum in Amerika zum Beispiel oder in Australien alles schon gegeben. Aber halt leider, muss man auch sagen, bei uns in Deutschland, in Europa, aber vor allem in Deutschland, ist das noch weiter verhindert worden, weil unsere Politiker haben sie, obwohl eigentlich die Katze schon aus dem Sack war und schon klar war, dass das zu nichts führt, immer noch von der Tabakindustrie an der Nase rumführen lassen. Ja, man kann praktisch schon sagen, dass der Seehofer, der damals unser Gesundheitsminister war, den Nichtraucherschutz und die strengeren Rauchergesetze in Deutschland verhindert hat. Weil europaweit wollte man das eigentlich dann auch so machen, oder viele waren davon überzeugt, man muss das auch so machen, wie es jetzt zum Beispiel Amerika dann schon gemacht hat. Aber in Deutschland weiß man eben, dass der Seehofer heißt, genau die Papiere veröffentlicht hat, die die Tabakindustrie veröffentlicht haben wollte. Er hat
eine Stellungnahme rausgebracht vor der Europäischen Union zum Beispiel. Da weiß man, die hat sogar die Tabaklobby geschrieben gehabt für ihn. Und im Gegenzug sind 80.000 € an die CSU gezahlt worden. Also, der Nichtraucherschutz bei uns in Deutschland und in Bayern, das hat viel länger gedauert. Wir waren da dann nach Seehofer-Zeiten erst dran und 10 Jahre später, wie die Länder in der Welt, die wo praktisch schon so um 2000 rum da kräftig zugeschlagen haben, haben wir erst 10 Jahre später reagiert, weil am Anfang war leider bei uns unser Ingolstädter dran, der Horst Seehofer, und der hat das Deutschland und Bayern weit noch verhindert, den Nichtraucherschutz und die härteren Gesetze gegen das Rauchen. Also eine ganz wichtige Botschaft, finde ich, ist in dem Video, und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten, dass die Industrie, in dem Fall die Tabakindustrie, da die Leute jahrzehntelang an der Nase rumgeführt hat, und ein einzelner Mann, der Stanton Glantz, der hat einen Charakter gehabt und der hat das, was er gewusst hat, an Geheimnisse ausplaudert, und der hat das zum Fallen gebracht. Diese Lügen und die jahrzehntelange Verarschung von der ganzen Welt praktisch, kann man sagen, das hat ein Mann im Alleingang mit Courage und mit Mut und mit Ehrlichkeit besiegt. Da muss man wirklich sagen, dass das eine tolle Sache ist. Und das Zweite, was man jetzt sagen muss, dass wir mit Deutschland und Bayern einfach ganz langsam da waren, ganz weit hinten dran. Und da, wo eigentlich die vernünftigen Länder auf der Welt schon angefangen haben, die Sache ernst zu nehmen und zum Ändern, da haben sie in Deutschland sich immer noch bestechen lassen, muss man schon sagen, damit in der Richtung nichts Ordentliches passiert. Leider war das so. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid über den Nichtraucherschutz und über die Rauchergesetze, wie das früher war und wie das alles gekommen ist, dass sich das geändert hat und auch warum es bei uns so lange dauert hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus.